Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu dem letzten Teil, der sechste Teil mit Michi. Ich wünsche euch viel Spaß und macht's gut, bis dann. Wenn du mal dabei sein willst, komm dazu. Du bist herzlich eingeladen, auch als Schalke-Fan. Es ist einfach das Zusammenleben in der sozialen Welt. Und da kommen wir zu einem neuen Kapitel. Die soziale Welt. Es gibt natürlich, das ist jetzt ganz kritisch natürlich. Es gibt natürlich Vorteile, das soziale Zusammenleben oder die soziale Welt. Ich meine, ich hätte niemand kennengelernt. Aber andererseits, wenn ich nachdenke, dass ich manchmal mit einem 38 betrunkenen Mann namens Basti auf WhatsApp schreibe, denke ich auch wieder herum, das ist schon crazy. Ich bin 19. Schreibe mit einem 38 manchmal betrunkenen und anbetrunkenen Bastian. Das ist auch crazy, aber das würde es nicht geben. Wie schätzt du die soziale Welt ein? Also das ist jetzt hypothetisch und ein krasses Thema, aber wird es unterschätzt? Also wie oft ich schon Freundschaften durch soziale Medien oder auch die soziale Welt, meine ich jetzt auch Playstation, mit der Playstation oder mit FIFA einfach nicht, hey, wir sehen uns auf der Straße. Also ich kenne jetzt wirklich niemanden, der mir gesagt hat, ey, ich habe letzten Sonntag einen auf der Straße gesehen, der sah mir sympathisch aus, ich habe den mal angesprochen. Ja, na klar, wenn jetzt, da zählt ja YouTube auch dazu, jetzt Ja, sieht auf der jeden Danny Fall. da mit Can, Sham, die ganzen Chris, Billy, ja, ich weiß nicht, ob du Gaming Kalle kennst, Ja, auf jeden Fall. Gaming-Karriere. der gestreamt da war, der ein Kind bekommen hat und jetzt halt aufgehört hat. Ja, Ja, das waren einfach Zeiten, oder da hat man Freundschaften abgeschlossen. Früher Basic Partys bei Danny, das waren einfach extrem coole Zeiten. gut, Und dann, diese Zeiten habe ich nicht miterlebt. ja, ich glaube, du warst noch gar nicht bei Danny. Ich Nee. kenne Danny jetzt schon, ja. Okay, seit dem Raid vom Partu kenne ich Danny eigentlich. Und das war etwa Vor einem Jahr. Oder nein, ich glaube mehr. Ende August, glaube ich, hat Partu Danny geradet. Weil Und seitdem kenne ich ihn. also Ende August 2019. Ja, Ich kenne Danny seit Anfang Oktober 2019. Auch schon. ja, Ja. Aber eben. Aber noch einmal ganz kurz eben da die soziale Welt. Aber da merkt man wieder, oder was kommt mir jetzt so spontan in den Sinn? Das ist ja nicht die Schweiz, Österreich und Deutschland, sondern vermischt. Aber was mir jetzt so in den Sinn kommt, die Deutschen halten schon mehr zusammen. Also Chris und Danny pushen sich öfters als ein Chris mich oder ein Danny mich oder ich halt die. Ja gut, ich eher die als sie mich. Gut, Danny ist auch größer, ja, aber Chris ist in mein Abo-Verhältnis. Ein bisschen mehr. 50 Abos mehr. Oder 60. Aber nicht viel mehr. Also da merkt man schon wieder, wir sind eine Einheit und da muss man schon schauen, so bin ich schon so weit und
Zähle ich mich auch schon dazu zu der deutschen Einheit? Nein, ich bin ein Schweizer. Ich bin Schweizer und gut, ich mache ja auch Schweizer Videos, sonst eigentlich. Aber eben, die soziale Welt, wird ja immer gesagt, ist gefährlich. Wie schätzt du das wirklich ein? Also deine Meinung, weil du bist ein bisschen jünger als ich, du bist 16, oder? Ja, 16. Ja. Ja, natürlich gibt es auch Leute, die zum Beispiel Jüngere ausnutzen. Mhm. Ja, sicher kann es gefährlich sein, aber ich finde schon gut, dass es soziale Netzwerke gibt. Natürlich viele Freunde dadurch kennengelernt. Ich bin froh, dass es die sozialen Netzwerke gibt. Ja, ja, absolut bin ich deiner Meinung. Weil sonst würde es YouTube nicht geben. Und ich finde auch, Ja, dass auch YouTube verbindet Menschen. Nicht nur Fußball, nicht nur FIFA. Also man muss nicht unbedingt eine Gemeinsamkeit haben, sondern einfach die gleiche Plattform. Einfach die gleiche Plattform nutzen. Und das kann schon verbinden. ja. Ja, ich bin genau deiner Meinung wieder. Ja. Ja, wo ich noch so langsam zum Ende komme, aber noch ein Thema so wirklich besprechen will. Ähm, Wie siehst du die Zukunft jetzt von Österreich? Also so in der YouTube-Branche. Jetzt sprichst du mal wirklich für dein Land. Ihr habt Pato mit wie viel Abonnenten da? Da braucht viel. Ja, okay, ja. Er streamt halt jetzt nicht mehr auf YouTube, sondern Auf jetzt schon auf Twitch. Twitch. Ja. Aber ich glaube, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er hat. Ich glaube schon, warte kurz. Ja, einfach Twitch-YouTube-Szene. Österreich. So, er hat die Abozahlen ausgeblendet. Aber Du auch. ja, er hat 100.000 plus auf jeden Fall. Ja, ich kenne ihn jetzt seit 4 Jahren, habe auch teilweise schon persönlichen Kontakt gehabt, weil er ja Content Creator bei Salzburg war. Da habe ich ihn halt oft getroffen. Ja, ganz besonderes Ereignis letztes Jahr, dass ich ihn 4-1 geschlagen habe, das erste Mal. War das nicht mit meinem Account? Doch, doch Ja, schon, also, ja. ja. Also wenn du mir da Connections geben könntest und Pato irgendwie in meinen Podcast bringen würdest. Also Pato, willkommen. Wird sehr schwierig, aber man weiß nie. Ja, er hat dann im Moment er arbeitet Ja. in der Medizinbranche, hat halt sehr viel Stress wegen Corona. Er streamt auch nicht mehr so oft wie früher halt wegen Netz, aber ich glaube, ja, er hat jetzt nicht mehr den größten Hype, aber ich glaube, er wird wieder den Hype von früher bekommen. Mhm. Na, er hat es absolut verdient. Ja. Dann erzähle ich kurz über unsere Schweizer Zukunft. In der Gaming-Branche bin ich ganz knallhart, sehe ich keine Zukunft für die Schweiz. Wir haben keinen Anführer in der Gaming-Branche. Ich bin jetzt sogar so abgehoben, ich zähle mich zu also ich habe nachgeschaut, ich bin 12 größter Gaming. Gut, jetzt bin ich halt nicht mehr Gaming-YouTuber. Gut, ich war 12 größter Gaming-YouTuber mit über 500 Abos. Das sagt schon einiges aus. Und die anderen waren nicht viel größer. Vielleicht der größte war. Okay. Ich kenne jetzt einen, aber den kannst du jetzt nicht so zu Gaming dazu zählen. Limi. Er streamt zwar auf
Twitch, FIFA, aber Mhm. ja, er ist Fußballer und Ah, OKV, den ja. zähle ich jetzt, ja, Ja. okay. Noah, Grüße. Und ja, vielleicht dazu zählen kann man, wie heißt der? Ich glaube, ein Bruder oder Cousin von Okafor, der streamt schon regelmäßig FIFA auf Twitch. Ja, okay, gut. Aber Grüße gehen raus nach Salzburg. Der spielt ja in Salzburg, Noah. Grüße gehen raus zu dir, Noah. Früher FC Basel-Spieler. Ein sehr sympathischer. Aber sonst die Schweizer YouTube-Szene finde ich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde eben, da kommen wir wieder ein bisschen zurück und so. Eben das soziale Zusammenleben. Ich habe das Gefühl, die Deutschen schauen so zu uns Schweizer herab und denken so, ja, lass mal die Schweizer machen. Ich würde das nicht so sehen. Ey, wir mischen mit. Wir haben auch ein paar, na gut, wir haben jetzt nicht Leute, die über 100.000 Abos haben, aber wir haben auch ein paar, die schon viele Abos haben und die auch begeistern und die auch Werte zeigen. Natürlich nie so viel wie Deutschland, natürlich nicht, aber Deutschland ist auch irgendwie 10-mal so groß wie die Schweiz, nicht ganz. Ja, Und so. Aber ja. Wir kommen so langsam zum Schluss. Willst du oder hast du irgendetwas, wo du noch erzählen möchtest, irgendwie ein Statement raushauen? EA soll alles selber. EA soll alles verbessern. Ja, gut. Vielleicht ein Statement raushauen, das wahrscheinlich eher in Erfüllung geht. Mit EA Das wird es bald- schwierig. Dass bald diese Corona-Geschichten jetzt aufhören, weil ich glaube, ich spreche für die ganze Menschheit, dass die meisten Leute keinen Bock mehr haben. Auf Bei jeden uns zum Fall. Beispiel ist die Liga abgebrochen worden, 2 Runden vor Schluss. Ja, Auf sowas jeden ist Fall. halt schade dann. Auf jeden Fall. Also Grüße gehen nicht raus an Corona. Ja, Grüße doch gehen nicht. an Jesus Corona von Porto. Oh ja, gut. Da will ich jetzt noch kurz so langsam zum Schluss rüber noch einen kurzen Witz erzählen. Weißt du, wie der erste Japaner, Chinese hieß, wo Corona hatte? Michi. Nein, weiß ich nicht. Der hieß Hachi. Na gut, der kam nicht gut an. Gut. Also ich habe mein Motto durchgezogen. Ein schlechter Witz bringe ich immer. Gut, vergessen wir das. Ich schneide das wahrscheinlich raus. So, vielleicht lasse ich es auch drin. Ihr seht's. Ob es mir zu peinlich ist oder nicht. Also ich will jetzt noch einmal weil das war ein emotionales, ein reales Gespräch. Ich will dies nutzen, für mich allgemein zu bedanken für meine YouTube-Zeit. Also die ist jetzt nicht zu Ende natürlich, aber trotzdem mich bedanken. Auch bedanken bei Michi, also für die Mottoarbeit alles. Natürlich auch bei Andi. Ich nenne jetzt nicht alle persönlich allgemein bei meinen Mods. Ich bedanke mich auch für die lustigen Momente, die uns Danny nicht beschwert. Chris, Grüße gehen raus, aber kurz zu Danny. Danny ist Lust. Das will ich nur kurz gesagt haben. Danny ist Lust. Falls ihr rübergeht zu Danny, geht. Lasst Liebe da. Seid aber nicht verwirrt, wenn ihr ein Icon-Pack Roulette machen will und er vergisst das Icon-Pack zu öffnen. Das passiert. Ja. Das passiert nicht normalen Menschen, das passiert Danny. Nimmt es ihm nicht übel, er ist verwirrt. Er ist wirklich nur lustet, Blitz 04. Und wenn wir schon bei sind,
darf ich noch Werbung machen? Ja, das. Ja, die Ehre habt, könnt ihr gerne auf Twitch so dieser eine anbieten. Der ist sehr korrekt, ja. Lasst Liebe bei ihm da. Also dieser Andi ist wirklich korrekt. Er war auch mit bei mir. Also lasst auch bei Andi Liebe da. Lasst überall Liebe da. Verbreiten wir Liebe ist gesund, Corona ist ungesund. Nein. So. Nein, lasst einfach. Wirklich, Leute, es ist uns wirklich wichtig. Wir wollen einfach akzeptiert werden. Wir wollen einfach kein Hate haben. Wir wollen einfach Frieden haben. Und dazu gehören verschiedene Faktoren. Dazu gehört ein Danny, eben, wo lost ist. Ein Michi, wo raged. Ein Joel, wo schlechte Sprüche bringt. Das alles verbindet uns. Also nicht die schlechten Sprüche, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind Menschen und wir sollen geliebt werden. Und das ist ein schönes Schlusswort. Wir sollen geliebt werden und ich liebe euch. Ich liebe auch in einer Art Danny, weil Danny tut mir leid, er ist Schalke-Fan. Und mit diesem der musste sein, Danny, der musste sein. Ich will dich ein bisschen ärgern, dass du zu mir im Podcast kommst. Und dann lesen wir über Salzburg. Ich verspreche es dir. So, nein. Also ich bedanke mich bei dir, Michi. Also dein Abschlusswort. Willst du noch irgendetwas sagen? Meinen Zuschauer, dann hättest du jetzt die Zeit. Atletico wird Europa League. Atletico Kuss geht raus an Danny. Wir werden absteigen und er wird meine Weekend League spielen streamen. Streamen und ich werde auch in der Party dabei sein. Und werde vielleicht, kommt darauf an, wann es ist, dies auf meinen Twitch streamen. Also seid dann auch aktiv auf Twitch und lasst Liebe da. Eben wie gesagt, mein Schlusswort, lasst wirklich Liebe da. Weil eben, wie ihr merkt, er ist Österreicher, ich bin Schweizer, wir verstehen uns. Dann kann auch jemand von Indien kommen, wir verstehen seine Sprache nicht, aber wir akzeptieren diese Menschen. Lasst uns einfach gemeinsam lieben, lasst uns einfach gemeinsam zocken, lasst uns einfach gemeinsam ragen. Das könnte eigentlich so ein FIFA-Spruch sein. Lasst uns gemeinsam lieben und ragen. Yay? Stellt mich ein. Stellt mich ein. Gut, das war's jetzt. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast, Michi. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Um diese Uhrzeit, ich will das nur kurz sagen, wir haben 5. Dezember und haben 23:26. Also 11:30. Grüße gehen raus an meine Nachbarn. So, also ich wünsche euch allen wirklich, lasst Liebe da, lasst uns leben. Lasst uns ragen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen. Bye bye.